So, und weiter geht's. Letztes Mal sind wir ja im Blauen Palast gewesen, wo wir den Albtraum von Pelagius, vom ehemaligen Kaiser, durchgespielt haben und ein bisschen in seinen Kopf hineinschauen können. Das Mal werden wir ein bisschen im Blauen Palast rumlaufen, um mal zu schauen, was es sonst noch zu entdecken gibt. Und dann werden wir uns auf die Suche machen, vielleicht nach einem neuen Quest, mal etwas ganz anderes, wo nichts mit Vampir oder Zauberer oder der andere im Hintergrund am Singen, wo nichts mit Vampir oder Zauberer oder etwas dergleichen zu tun hat. Wir werden uns überraschen. Gut, weiter geht's. Da ist jemand gut drauf. Beeilt Habt ihr am euch. Hofe etwas Ich habe Geschäftliches wenig zu Geduld erledigen? für banale Belange. Ich kann auf so viele Arten und Weisen. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Weißt du? Die hat eine Waffe. Steht Waffe. Stab des Magierlichts. Schaden 0. Wert 627. Definitive Fehlinvestition, hä? Passt auf euch auf. Ich und bin denkt der daran, Vogt des in Jarl. der Welt wimmelt es Wenn von ihr am Leuten, Hofe die etwas zu erledigen wollen. habt, müsst ihr mit mir sprechen. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Ein offenes Forum. Der Blaue Palast ist sozusagen Social Media von Himmelsrand. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Doch. Die Wachen sind eh schon hinter mir her. Also. Jetzt machen wir mal einen neuen Spielstand. Für den Fall, dass wir das noch bereuen werden. Gell, Mowgli? Bin mir fast sicher, dass wir das noch bereuen werden. Gell, Mowgli? Gell? Herrlich. Herrlich. Was schmeckst du, Mowgli? Hm? Muss ja nicht praktisch sein.
Nichts Besonderes. Das Schloss. Ah, da ist der. Nein, das ist nicht der. So gemütlich ist anders. Allein euer Anblick wühlt mich schon auf. Mal. Gehen wir da noch rauf? Da sind wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gewesen. He? Gut, wir haben es gesehen. So, jetzt nimmt es mir Wunder, was passiert, wenn wir da rauslaufen. Ob wir gerade von der ganzen Wachenschar von Einsamkeit vermöbelt werden. Oder nicht. Lassen wir uns überraschen. Scheint okay zu sein, ja? Meine Katze geht sich auf den Grind. Ich darf gerne Wetten abgeben. Entweder für den Mogli oder für den Miki. Kommt leise mit oder der Jarl wird euch strafen. Komm da. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Next one. Next one. Wir haben euch bei Übungskämpfen schon Schlimmeres einstecken. Die Wachen, die lohnen sich eben schon noch. Also der jetzt nicht. Aber die das Kopfgeld dabei haben. Und? Gefällt euch das? So 1000, jetzt will ich sagen Franken. So 1000 Münzen. Komm hier, komm hier. Das reicht. Mehr. Habt ihr nicht drauf? Ja.
Ich habe das Gefühl, das schnell speichern verhebt nicht, wenn man stirbt. Ich habe das Gefühl, dass es dann nicht der letzte Spielstand, wo wir schnell gespeichert haben, ladet. Habe ich das Gefühl. Du bist brutal, Lydia. Aber die Wachen hier haben einen schlechten Lohn. Ich will mal da führen. Aber nicht im Palast rein, sondern außerhalb. Wegen der Aussicht. Oh. Gut, da siehst du jetzt nicht allzu viel. Es ruckelt wieder ganz schön. Ihr gewinnt! Ich ergebe mich! Was? Was passiert gerade? Hilfe! Wo? Jemand muss mir helfen. Wo ist die Person? Genug! Ihr hättet nie herkommen sollen. Gehen wir lieber, Lydia. Wir sind da nicht willkommen. Was? Was? Nö. Ja. Glaubst du mir jetzt nach, oder was? Ich will nicht. Nicht ich will. Tut nicht gut. Oh. Frischfleisch. Das war gar nichts! Wieso kann ich nicht schreien?
Jetzt reicht es. Ich Das war schon alles? Wirklich? Oh! Wow! Das war gar nichts. Komm da. Komm. 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 Triffst. 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 Am besten Bewegung schlüpfen. Wow. Du bist auch einer von denen, der nicht zerstören kann. Emio? Wo ist sie am Kämpfen? Da. Gut. Ihr hättet Gehen nie wir herkommen weiter. sollen. Bringen wir es zu Ende. Gehen wir die Aussicht ein anderes Mal anschauen. He? Da liegt es. Unsere neue Rüstung. Ein riesiges Gemischmasche. Mischmasch. Ihr wisst, was ich meine. Zwischen Zwergenrüstung. Der Schild ist Zwerg. Dann das eine ist irgendwie von einem Kopfgeldjäger die Rüstung. Und das eine ist, glaube ich, Novize. Ja. Sieht doch gefürchtig aus. Oh nein, ich will doch nicht nochmal in den Palast gehen. So. Wo ane verschlägt es uns? Sollen wir einen Eid ablicken? Ist zwar ein Eid von den Sturmmänteln. Und so überhaupt von diesen Sturmmänteln ist ja der komisch, wo sich bei der, wie heisst die Sitzung? Die Friedensabklärung, wie heisst es? Waffenstillstandssitzung. Hat sich doch ein Jahr so bescheuert verhalten, als ich gefunden habe, ich bin einfach gegen die, weil ich die nicht mag aus Prinzip. Der Jahr, da ist das Oberhaupt der Sturmmäntel. Und Sturmmäntel sind Gegner vom Kaiserreich.
Komm, gehen wir den Eid ablegen, um ein bisschen Chaos zu stiften. Das machen wir. Das wird lustig. Ich muss die Augen offen halten. Das machst du gut. Ich bin stolz auf dich. Sie verlangen die Volksversammlung. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Wir sollen Ich hoffe, die riskieren, dass Wildnis diese verschlingt euch Milchtrinker eines Torix Tages. Frau auf den Thron setzen? Ei, hör auf Präsentiert Stocker. Himmelsrand den Elfen doch auf einem Moment, Silbertablett. Noch ein Zack, da bin ich wieder. Wenn sie überhaupt existiert. Es gibt sie wirklich. Sie wird das Symbol für die Rechtschaffenheit unserer Sache. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Bevor ihr wirklich zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, Genau, dem der. zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, einen Treueeid schwören. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Ihr könnt einen Kaiserlichen euer Schwert in den Leib rammen, wann immer ihr wollt. Das macht euch aber noch lange nicht zu einem Sturmmantel. Wir kämpfen nicht nur gegen die Kaiserlichen. Wir kämpfen, um Himmelsrand zu alter Pracht zu verhelfen. Um dem Land den König zu geben, den es verdient. Ja, aber sicher nicht der andere Jarl. Was sollen wir machen? Ach komm, Unruhe stiften. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr eine von uns, eine Heldin des Volkes, eine wahre Tochter Himmelsrands, ein Sturmmantel, sprecht mir nach. Ich schwöre, bei meinem Blut und meiner Ehre, Ulfric Sturmmantel zu dienen. Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Talos sei mein Zeuge, möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Genau. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. So wie Kunst noch, ganz genau. Vergiss es. Parteiisch. Ja, da trifft es ziemlich gut. So. Passt doch Seid ihr draußen sicher, auf dass euch ihr auf. sie gefunden habt? Wann habe ich euch jemals belohnt? Gut. Ich sende den Unblutigen hier mit euch. Schön, schön. Machen wir einen Screenshot von dem? Gut.
Habt ihr Lust, durch einen moderigen Kerker zu kriechen, um zu sehen, ob ihr Galmars Zackenkrone auftreiben könnt? Unbedingt. Sie ist dort. Ihr werdet schon sehen. Platzhalter. Hat jetzt jemand Platzhalter gesagt? Ist da ein Fehler? Rüstet euch mit dem Notwendigen aus. Willkommen im Kampf, Bruder. Bruder. Ah. Da oben, hä? Nein, da hinten. Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Korvan Jund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Super Sache, machen wir nächstes Mal. Oh, warte mal. Kennt ihr nicht den alten Vers? Der lassen wir uns noch Schlund an. speit eiseskalte Schneiden, hinab von blauem Drachenthron, gebärt des stolzen Winters Leiden, den Großkönig samt Zackenkron. Ihre Geschichte reicht mindestens bis in die Zeit König Haralds zurück. Der Großkönig hat seit eh und je die Zackenkrone getragen, als Symbol seiner Stärke und Macht. Die Krone wurde aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll einen Teil der Macht jedes Königs enthalten, der sie getragen hat. Das mag stimmen oder nicht. Doch wer würde schon Ulfrics Anspruch anfechten, wenn erst die legendäre Zackenkrone sein Haupt ziert? Schön, die holen wir uns. Nächstes Mal.